Wie Phönix aus der Asche erhebt sich Samus Aran erneut hier zu Metroid Samus Returns. Und ganz ehrlich Leute, ich bin sowas von bescheuert. Nee, also sorry, aber wo ich mir nochmal ein paar angeguckt habe und dann mir so dachte, warte mal, irgendwas kann nicht ganz stimmen. Und das mal untersucht habe und ich dachte mir einfach nur so, nee, also sorry, aber man kann schon doof sein, aber so doof, das ist schon selten dämlich. Weil ganz ehrlich, wir müssen gar nicht irgendwie etwas Spezielles haben, um weiterzukommen. Wir brauchen keinen Grapple Beam, wir brauchen keine Powerbombe, keine Super Missiles. Sogar hier oben, da oben, wo ich hin will. Da kommen wir mit unserer aktuellen Rüstung problemlos hin. Gar kein Thema. Warum? Ich zeig's gleich. Aua. Tschüss. So. Unser Problem sind eigentlich die Dinger da oben, war diese roten Dingsbums-Dinger. Problem ist, da kommen so ja nicht hoch. Aber wisst ihr, wie ich trotzdem hochkomme? Geil, wa? Ich meine, es wäre natürlich etwas anderes, wenn wir gerade die Fähigkeit jetzt gerade bekommen hätten oder so etwas, aber mal austesten, ob es damit funktionieren würde. Also manchmal frage ich mich echt, was er da als Let's Player irgendwie treibe. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, also eben solche Dinge und eben, ich habe es nochmal ein bisschen ausprobiert und so, offscreen und dann gemerkt habe, plötzlich, warte mal, ich kann ja natürlich einen Volt absorben. Das ist ja eh dafür, um zu verhindern, dass ich Schaden kriege. Also, warum nicht hier einsetzen, ne? So. Heißt, in der Folge habe ich jetzt vor, die restlichen Metroids noch zu kriegen, weil jetzt, wo ich das kann, komme ich eigentlich die restlichen Bereiche hin. Es gibt sogar noch etwas, wo ich auch ziemlich bescheuert war, was ich noch zeigen werde. Und zwar hat es mit dem roten Bereich da zu tun. Also im Prinzip, Moment, da unten, den rot, ganz unterst, hier. Bei der Teleportstation, wo man ja rechts weiter könnte. Ich komme jetzt schon dahin. Oh, es ist einfach... Aber natürlich gerade komme ich... Entschuldigung. Ne, eben hier geht zum Beispiel nicht, war okay. Aber eben, wenn es auch jetzt nicht gehen würde, ich meine, testen kann es doch mal, oder? Kristalle gehen so nicht, aber auch, glaube ich, echte Powerbomben, damit es irgendwie funktionieren würde. Naja. Zumindest weiß ich jetzt mal, okay, so funktioniert's. Dank dem Volt-Schild. Und, ja, jetzt gehen wir nochmal hoch. Und schnappen wir uns das Metroid. Ein Volt-Schild aber, glaube ich, auch schon ziemlich zu Beginn von Areal 2 bekommen. Sprich, hier mit wohl ein Alpha-Metroid, sondern gar kein Beta-Metroid. So, mal ein bisschen Äon-Energie aufsparen, weil ich brauche sie ziemlich sicher noch. So, rein da. Was machst du da unten? Aua! Okay, natürlich jetzt hier ein bisschen bescheuert. Hup. Mann! Wo ist er hin? Ist gerade echt abgehauen? Glaube ich jetzt nicht, hey. Oh, cool, wir brauchen eine grüne. Ah, ja, das sind die Super Missiles. Hopp. Mann! Guck. Ey! Jetzt verreck endlich mal! Was glaubst du eigentlich, wo du bist? Mann, ihr ver... Das ist mal der gleiche Scheiß. Okay, cool, ja geklappt. Sehr, sehr schön. Ein bisschen Energy noch. Und das war Nummer 6. Von 8. Perfekt, gut. Und natürlich ein bisschen relativ wenig Energie jetzt gerade. Aber geht schon. Ja, versuchen kann ich's. Wird nicht viel bringen. Ne, da müssen Super Missiles sein. Es muss so sein. So, kann ich hier natürlich auch nicht durch. Wäre sonst ein bisschen Quatsch hier, Super Missiles Barriere aufzubauen.
Wenn es noch mit Bomben irgendwie aufsprengen könnte oder was anderes. Naja. Es geht aber schon. Ich will nur noch etwas queren. Nee. Ist auch nicht mehr. Oh, super. Das war natürlich sehr intelligent. So. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen angeschlagen. Nochmal abspeichern, dann teleportieren. Ich glaube, das wäre eine ziemlich geile Idee. So. Weil ich dachte mir nur so, irgendwie da hoch muss ich ja kommen, weil klar mit das Gutteil würde es gehen, aber ich bekomme die sicher nicht mehr hier drin, weil da wäre schon ein bisschen also ein bisschen übertrieben. Alter, mit dem Volt-Schirm hat so viel mehr Damage. Okay, ich kann noch Energie dazu. Bin ich jetzt nicht so geil. So, jetzt ein bisschen weiter unten. Teleportieren wir uns mal ein bisschen, wa? Ja, gerne. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich muss ja eigentlich links unten hin. Das stimmt soweit. Jetzt habe ich eigentlich 2 Bereiche. Also, ich kann eigentlich sogar runterlatschen, weil ich muss sowieso da links nach hin. Oder ich gehe erstmal da rüber nach oben durch. Aber geht das überhaupt? Das wäre die andere Frage. Wir gehen mal ganz kurz hier runter. Moleküle werden zerlegt, Moleküle werden zusammengefügt. Yeah, Mann. Samus is back. Back to action. So. Oben war es aber immer noch nicht. Ich glaube, das geht echt erst später. Ich habe jetzt auch alles versucht, was nicht gehen würde. Ja. Aber auch mit dem Vulci hätte ich da keine bessere Chancen. Aha. Du bist so eine. Oh ja. Du hast Angst vor mir. Und das zu Recht. Ihr habt alle Angst vor mir. So. War grandios schwierig, war mal da hoch zu springen mit Missiles versuchen. So, die eigentliche Frage natürlich, ist hier irgendwo eins? Ist hier irgendwo ein Metroid? Ich glaube schon, aber da oben ist offenbar nichts. Uah! Dafür ist da scheiße Lava. Ja, ein Metroid, es kommt das Metroid und das Vieh zieht eine Schleimspur. Ich hasse das so sehr. Stirb! Deine Schleimbrüder. Es ist so krass, Mann. Wozu ist da jetzt gut? Sollen wir wieder runterfahren oder was? Ja, was bringt das jetzt? Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, ein bisschen auffüllen wäre gar nicht mal so doof gewesen. Noch ein bisschen mehr als Äonenergie wäre schon geil. Oh Mann, ich hätte gerne ein bisschen Energy. Ja, gut, aber gerne auf den zweiten Balken noch, wenn es geht. Weil das hier unten könnte auch ein Beta-Metroid sein. Dann hätte ich mit so wenig Energie ein bisschen Schiss. Ja, Missiles toll. Ja, aber ist natürlich schon cool, vor allem bei Beta brauchen wir natürlich viel mehr Missiles.
So, einmal noch, egal was kommt. Okay. Ich gehe mit dem Volt Shield da rein. So. Ne, nicht nochmal. Auf den Trick falle ich nicht schon wieder rein. Oh, scheiße. Hup. Das war irgendwie ein Feuermatch heute, war zumindest sah es so aus. Ist direkt noch eins. Dann muss theoretisch weiter oben sein. Hm? Hier ist echt kein Durchkommen und wir verarschen. Ja, schon können wir eine Verbindung nach rechts, okay. Gut, wenn so halt nicht mehr geht, gehe ich wieder zurück. Du, 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 du. Nein! Ah! Hallo? Zielen kannst du nicht, wahr? Teleporten? Ne, müssen eigentlich auch so gehen. Ah! Na komm. Anspiel geht natürlich auch. Was zum? Ja, voll verarscht. Er hat mich ja so Aua! Die verarschen mich hier. Ich find das nicht so nett, Mann. So, jetzt komm her. Dankeschön. Jetzt war ich ja wusste vor allem. Oh, ich weiß, dass alles okay ist. Mann! Scheiß Viech. War das hier? Nee, war der Spaß. Das war wirklich spaßig. So. Safen, healen. Erstmal healen, dann safen, dann gucken. Energy activated. So, da wissen wir noch, was das war. Dass ich da doch irgendwie reinkomme. WTF. Hä? Und das für Viech. Das verstehe ich nicht. Okay. Dass er voll verfolgt hat. Wie es mich einfach nicht gehen lassen wollte. Drecksteil. Egal. Yeah. Yeah. So, jetzt sind wir wieder hier, wa? Au. Wow. Der war zugegebenermaßen nicht schlecht. Wie haben wir jetzt da schon rein? Ah, ja. Ja. Ne, eben sind die Kristalle okay. Ich hatte gerade auf dem Wegen, ja, wenn es wieder dieses seltsame rote Zeugs wäre, könnte ich jetzt eigentlich herüber, aber sind die Kristalle, nee. Wobei mit den Kristallen und dann... Also... Wir haben es gesehen mit den Kristallen, es bringt trotzdem nichts, wenn ich so mache. Nee.
Kristalle komme ich einfach noch nicht weiter. Okay, aber das spielt keine Rolle. Unser Ziel ist sowieso erstmal der letzte Metroid nach. Es sind 8, 7 bereits platt gemacht. Einer ist weiter unten. Es läuft wie es soll. Das heißt, jo. Metroid platt machen. Gang entlang gehen. Und dann aber vermutlich schon direkt ins nächste Areal. Ah, sehr schön. Ja, vor allem interessant, wenn wir dann noch Powerbomben haben und Super Missiles, nochmal überall zurückgehen und vor allem das Q-Attack nach. Oh je, oh je. Ja, wir sehen ihn. Ich brauche doch die Bomben. Gut, die kann ja nicht springen. Ja, sonst ist es wohl ein bisschen schwieriger geworden. Ah, dann geht's durch. Wow! Aber bist du für ein großer? Dann ist er nur gerade so groß aus. Du bist klar unbedeutend! Das ging so wirklich schnell. Das waren alles gute Treffer. Also, man kann glaube ich sagen, in den ersten Metroids werden alles Betas sein, weil, ja. Alphas, alle platt gemacht. Also alle platt gemacht sind natürlich keine Herausforderung mehr. So muss man sagen. So, nächste Teleportstation. Ich weiß, wo die ist. Wir werden ganz kurz trotzdem noch mal hier umschauen. Ernsthaft. Ne, keine Chance, ist nix. Okay. Lalalala. Okay, aber wir bringen da nichts. Weg hier. Tschüss. Ich bin der Ball. Ich bin der Ball. Ich bin einfach nur so ein Superball. Teleportstation. Ja, ich denke mal schnell runtergehen. Das wird am schnellsten gehen. Schnell runtergehen wird am schnellsten gehen. Ja, das... Servus. Grüezi wohl. Tschüss. Ah, der quatscht wieder. Spiderball. Yeah. Oh, wow. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm. Du. Aua. Stirb wie deine Brüder. Du. Ich bin ein Einzelkind. Mir doch scheißegal. Servus. Ja, hallo. Was ist denn das für ein kleiner? Was ist das für ein kleiner? So. Teleport Station und dann verschwinden wir aus Areal 2 und kommen aber später nochmal zurück. Ich denke, dürfte jetzt ziemlich offensichtlich sein, dass wir halt die notwendigen Updates oder wohl Upgrades pro Areal, die bekommen wir einfach da und dann können wir so das Areal und alle Metroids platt machen. Also Areal halt erforschen, Metroids platt machen und das reicht aber auch. Areale oder Gebiete halt, die wir innerhalb dieser Areale nicht betreten können, das sind nicht solche, die man irgendwie durch spätere Upgrades im gleichen Areal noch freischalten müsste. Wobei, genau doof, was ich gerade gesagt habe, war. Ne, ich meine zum Beispiel jetzt bei Areal 1 als Beispiel. Da haben wir, sogar falsch, haben noch irgendwie Hitze-Arealen, dass hier drin halt zum Beispiel kein Upgrade ist, sondern eben nur irgendwelche Updates, wie ein Missile-Container oder Aeon-Leiste etc. etc.
Also es würde keinen Sinn ergeben, dass er dann... Also Sinn ergeben wird schon, aber es wäre ein bisschen schwieriger. Ein bisschen komplexer, war, wenn ich sagen müsste, okay, jetzt habe ich das und das Upgrade, jetzt muss ich aber das Areal 1 so zurück, damit ich wieder das Upgrade bekomme, was man braucht, um wieder ein folgenden Upgrade oder Areal weiterzumachen. Und dann anders formuliert, könnte man auch sagen, die Upgrades, die wir für ein Areal brauchen, um es zu erkunden, damit die Story weitergeht, die sind immer komplett. Um in ein altes Areal zurückzukehren, müssen wir nur, wenn wir halt Story, beziehungsweise wegen 100% Run und so. Nur deswegen. So, genug gequatscht. Ach, Metroid waren schon ziemlich viele Leute und ich glaube, das müsste eigentlich schon das Maximum sein, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt insgesamt 13 Metroids platt gemacht und es sind, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren es Metroid 2 damals im Original, waren es irgendwie, ja, so die gute Frage war. Ich glaube, es waren irgendwie 5 Areale oder so. 5 noch im Boss oder so etwas, keine Ahnung. Aber eben bei 5 Arealen kannst du jedes Mal die 8 Metroids verteilen, das geht nicht. Okay, wie soll das denn gehen? Mit Powerbombe, und die kann ich nicht legen, weil die wieder zurückfliegen. Also eigentlich müsste ich die dann auf dem Rückweg machen. Warte mal. Ich habe zwar auch noch... Ich kann ja theoretisch diese Dinger durchschießen. Da hinten nichts. Das muss... Also... Wie soll das sonst durchkommen? Da muss ein Upgrade sein. Außer ich hätte irgendwie später noch... Also Dinger hier. Diese Kristalle sehen mir vom Hindernis her ähnlich aus wie die roten Blumen. Bei den roten Blumen kann ich ja mit dem Elektroschild durch, mit dem Voltschild. Jetzt könnte es so eine Fähigkeit geben, mit der wir durch feste Materie hindurch gelangen und die auch Energie brauchen. Dann können wir natürlich hier durch. Zumindest rein theoretisch. Ja, ich hol zum Ehrenschild. Komm zurück, Mann! Aua! So. Gut, die Karte ist hier oben auch aufgedeckt. Aua. Ist aber schnell nachgespawnt, Kumpel. Nicht schlecht. So, da komme ich jetzt eben dank dem Schild durch. Auch wenn es weh tut, aber es ist zu ertragen. Es sind noch mehr Missiles. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Ich würde endlich mal sagen, Part Nummer 10 ist wieder mal ein produktiver Part. Nicht so wie die letzten, wo man sich ernsthaft fragen musste, Michael, was treibst du da eigentlich? Diese Parts sind hoffentlich Schnee von gestern. Okay, was bringt das jetzt? Gucken gerade mal, warum das es hier überhaupt 2 Wege gibt, weil sehe ich jetzt nicht gerade ein. So, der auch schon wieder. Was geht? Ah, jetzt ist das wieder. Naja. Ich habe vorhin gesehen, dass ich auch so durchkomme. Hallo? Was zum... Was ist doch nur der hier? Hä? Die ist einfach eine Sackgasse.
Okay, sehr verwirrend. Gibt für mich jetzt nicht recht Sinn, wieso man das hier so kompliziert gemacht hat, aber okay. Der Rot ist doch kein Grapple Bean, vor allem gibt es hier gar keinen Sinn dafür. Keine Ahnung. Da dann kriegen diese roten oder immer blauen oder grünen Dinger mit einem Grapple Bean Punkte, aber wir sehen sie dann, Freunde. So, der Beam für Areal 3, das machen wir dann in der nächsten Episode wieder hier bei Samus Returns. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.